Es war ein Tag vor der Weihnacht. Draussen hat es geschneit. Die Stube war geschlossen und das Schlüsselloch zugedeckt, dass die Kinder nicht reingüchseln. Der Weihnachtsbaum ist nämlich schon fertig geschmückt da gestanden. Ganz ein schöner, mit einem silbrigen Spitz und vielen glänzigen Kugeln, farbigen Schokolädchen und roten Kerzchen. Alle im Haus, ausser der Kind natürlich, haben ihn schon angeschaut. Die Großmutter ist gekommen und hat gesagt: «Hey, ist das ein schöner Weihnachtsbaum!» Und der Großvater: «Ja, besonders schön, so regelmäßig.» Das Büsi ist drum herumgeschlichen und hat gemauzt. «Miau, miau, auf den würde ich gern raufklettern, aber den kommt die Schimpf über. Miau!» Der grosse schwarze Hund ist gekommen, hat den Weihnachtsbaum mit seinen schönen braunen Augen angeschaut und gemacht: «Oh, oh, oh, wunderbar. Schade, dass es keine Wurst drauf hat.» Sogar die Holzwürmer im Großvater im Lehnstuhl haben die Köpfe rausgestreckt und gewispert: «Schön, schön, schnussig.» Aber es hat doch noch Sonnige gegeben im Haus, wo den Weihnachtsbaum noch nicht gesehen haben. Und das waren die Spinnen. Sie sind alle im feuchten, dunklen Keller auf einem alten Fass herumgekresselt, ganz durch und traurig. Und ein alter Spinnengroßvater hat gesagt: «Es ist jedes Jahr das gleiche Lied. Jetzt bin ich schon so alt und habe noch kein einziges Mal den Weihnachtsbaum anschauen. Es ist einfach ungerecht. Immer vor der Weihnacht werden wir vorgejagt. Da kommen sie mit dem Besen und dem Flum und mit grusigen, nassen Lämpern und machen unsere Wohnungen kaputt. Nicht einmal die kleinsten Ritzen mögen es einem gönnen. Immer gerade, wenn es am schönsten wäre, müssen wir zum Weihnachtszimmer aus in den Keller ab. Wir sind doch schließlich auch Leute, die gerne mal etwas Schönes gesächtet. Sogar Mäuse können einmal güchseln und wissen, wie ein richtiger Weihnachtsbaum aussieht. Das Unziffer. Nur mehr nicht. Uns verschopfen wir alle will.» Und denkt, der Spinnengroßvater hat ganz schön angefangen zu briegen. Ja, so wie halt ein Spinnengroßvater briegt. Während der ganzen Zeit ist ein kleiner Engel auf dem Sims vom offenen Kellerfenster gesessen und hat alles gesehen und gehört. Er hat Verbarmen bekommen mit den Spinnen und hat gesagt: «Wartet, ich will euch helfen. Kommt alle mit. Psst, aber leislich, ganz leislich. Es war mitten in der Nacht und der kleine Engel ist heimlich die Kellerstege drauf, durch den Gang durch ins Weihnachtszimmer hinein. Alle Spinnen sind ihm nachgekräselt. Die dicken, die dünnen, die grossen und die kleinen und auch die langbeinigen Zimmermänner. Je haben die eine Freude gehabt. Sie sind am Weihnachtsbaum auf und runter gekrabbelt bis zum obersten Spitz rauf und bis zu den äußersten Nestchen raus. Sie haben alles angeschaut. Kugeln, Kerzchen, das Glöckli und jedes einzelne Schokolädchen. Erst gegen den Morgen haben die Spinnen dem Engel vielmal Danke gesagt und sind zufrieden in den Keller zurückgekrabbelt. Aber wo der Engel durch den Baum anschaut, sieht er, dass er über und über voller Spinnenfäden ist. Das hätte ihn Falle gemacht, ein Christbaum voller Spinnenwuppeln. Zum sie wegnehmen war es zu spät gewesen. Man hat schon gehört, die Leute aufstehen. Und der kleine Engel ist schön verschrocken. Aber dann ist ihm auf einmal etwas in den Sinn gekommen. Mit seinen feinen Händchen hat er ringsum die Spinnennetze berührt
haben sie auf einmal angefangen glitzern und schimmern und haben fast ausgesehen wie einem kleinen Engel seine Haare. Wo die Kinder am heiligen Abend endlich in die Stube hinein, haben sie vor Freude gestrahlt und gerufen: «Oh, Mami, so einen schönen Baum haben wir noch nie gehabt. Gell, Mami? Die weiß-silbrigen Fäden sind sicher Engelshaar.» Und von da an hat es auf vielen Weihnachtsbäumen Engelshaar. Aber das sind jetzt natürlich keine Spinnenfäden mehr. Das sind richtige Engelshaar.